Hallo So, und herzlich willkommen, ne? Ah, ja, tolles Intro. Mehr geht nicht. Wow, wir sind top. ja. Wir sind die Besten der Besten. Können aber trotzdem nichts. Das ist doch top. Wir wissen, wie es Da hinten. geht. Hast es du gesagt? Ich bin doch so doof. So, kommt Tinne und der Also ich... auch. Oh nee, jetzt regnet das die ganze Konstruktion wieder nass. Oh Also je. hier wird man noch nass. Und hier drinne nicht mehr. Okay. Gut. Immerhin siehst du es jetzt, wo du was machen musst. Ja, das hat schon seine Vorteile, aber auch seine Nachteile, weil... Das Haus, weil Holz ja irgendwie in dem Spiel verwelkt, also verschimmelt wegen Regen. Ja, Jetzt nicht ganz stecke ich ohne. gerade fest. Hier habe ich das hingekriegt. Wie habe ich das jetzt geschafft? Frag mich was Besseres. Ist Oma Hä? auch eine Farbe? Äh. Keine Ahnung. Ich stecke in einem... Ich steck fest? So, jetzt nicht mehr. Ja, da musst du rauskommen. What the fuck? Was war das gerade? Was hast denn du gerade gemeistert? Keine Ahnung, ich wollte anschauen, warum da das Material auf dem Dach liegt. Bin da Übrigens, nicht mehr... wenn du mal ein anderes Dach machen willst, kannst du die Herberge oder was auch immer das hier sein soll, das Gasthaus fertig machen. Das ist ein kleineres Dach. Ich habe gerade alle Hand voll zu tun. Schau mal, wo ich bin. Ja, da oben. Ist doch süß. Ich bin zur Hälfte im Stroh, zur Hälfte nicht. Passt doch. Der Typ weiß, wie es geht. So, mal schauen, bis wohin er mir Alarm schlägt. Bis zum Himmel und noch weiter. Ja, das sind wir. Immer mehr. Also, ich bin auf gleicher Höhe mit dem Spitz vom Dach wie unser Leuchtturm. Da kannst du glatt noch eine dritte Etage reinzimmern, ne? So von der Höhe aus gesehen. Also, ich habe, glaube ich, sogar 3 Etagen reingezimmert. Oh. Aber ich muss hier oben aufpassen. Ich glaube, die Dachspitze macht das nicht mit. Noch Ja. mehr, was wir Ja. abtragen müssen. Alles müssen wir hier abtragen. Meine Kinder. Haben wir noch Steine? So lala. Ich brauche Steine. Jede Menge. Jeden Stein, den ich kriegen kann, ist für mich essentiell. Noch. Ach so, du bist da. Weißt du, ich will das ganze Haus, wo wir schlafen, Mhm. so gesehen eliminieren. Ja. Und dafür brauche ich die 2 Geländer hier. Das hier, damit wir oben unsere Schlafplätze hinmachen können. Und hier, wo wir unsere Werkscheiße hinmachen können. Okay. Das heißt, die Bienen kommen dann auch weg. Die kriegen dann ein neues Zuhause, nehme ich mal an. Irgendwann, ja.
Nur noch 5. Boah. Weil, was wollte ich denn jetzt? Nein. Ja, ich brauche Steine. Ich habe keine Steine mehr. Boah. Aber ich habe noch 33 Steine, okay. Ja gut, das ist nichts. Nee, für das, was wir noch brauchen, ist das wirklich nichts. Da gebe ich dir recht. Absolutely correct. Also wir haben hier eine Etage, also Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss und drittes Obergeschoss. Wirklich? Ja. Ich bin hier auf dem dritten Obergeschoss. Cool. Das Hochregallager geht alle 3 Geschosse hoch. Ja, das ist cool. Ist doch schön. Also das Safe Game, das wird sick, ey. Das wird anderes Next Level, was wir hier machen. So, vielleicht habt ihr es gemerkt, wir gehen heute ein bisschen mehr aufs Gameplay ein, weil wir jetzt unseren Hirnschmalz anstrengen müssen für die Arbeit und nicht einfach nur quatschen können und abbauen können. Mensch, Mann, ich muss wieder abbauen. Ah, ja, dann sprich ein Thema an. Ich bin ein bisschen ausgelaugt. Ich habe die letzten Tage relativ wenig geschlafen. Hoch? Sehr Warum wenig das? sogar. Keine Ahnung. Aber ich bin Ist auch ehrlich irgendwie gesagt in den Schicksal. letzten Tagen auch ein bisschen mehr abgeschlagen, so richtig klatsch. Ach, Mhm. stimmt, weißt du, was ich letztens geschaut habe? Super Bowl. Stimmt, hast du noch darüber gequatscht? Ja, wir haben ja am Sonntag gestreamt, da mit meinem C. Stimmt, ja, was ist es mit dem Ding? Der ist gequetscht, ein bisschen angerissen, aber nichts Tragisches in dem Sinne. Das Problem war halt, was die Schmerzen verursacht hat, war, dass das Blut sich angesammelt hat und der immer dicker und dicker geworden ist. Jetzt ist gestern diese Blase, also ich hatte noch eine, wie nennt man das auf Hochdeutsch? Bei uns ist es eine Blase, eine Blatere. So, Mhm. Ich glaube schon eine Blase. eine Blase Keine am Ahnung. Fuß, also Fußblase. Wenn man ja da irgendwie was von der Reibung und so kriegt das, ne? Mhm. Jetzt ist es so, jetzt habe ich da eine Blase gekriegt über die Wunde. Das hat dann so angefangen zu schmerzen, dass ich gestern gesagt habe dem Chef, ich habe ihm ein Foto geschickt von meinem sexy Fuß. Er hat sich zuerst gedacht, oh geil, Füße. Nee, auf jeden Fall eben, ich habe ihm das Bild geschickt und gesagt, du, wenn es nicht sein muss, ich mache heute Homeoffice, weil wenn ich eine Vollbremse machen muss, dann... Ja, das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Ich hab auch nicht mehr getraut, mir richtig abzurunden. Auf jeden Fall hat das bis gestern Abend so hardcore geschmerzt. Und es wurde immer dicker und dünkler und... Ja. Und irgendwann mal ist dann das geplatzt. Alles Blut kam raus und der Schmerz ist wie weggegangen. Also er ist zwar immer noch da, aber Ja. nicht mehr halt so pochend, weil es drückt nicht mehr auf die Gelenke. Und hat der Arzt irgendwas gesagt dazu? Ja, kann man nicht viel machen. Da Okay. müssen sie das hochlagern. Und ich gebe ihnen Tape, dann können sie den Fuß rumtapen. Das war's. Ja, wenn es so einfach geht. Aber das weiß man das weiß man ja selbst nie, ne? Wenn man nie irgendwas Nee, in eben die nicht. Richtung gemacht hat. Das ist, Also ja, ich war erleichtert, weißt du, weil ich hatte wirklich Schiss, dass der gebrochen ist.
ja, hat auch nicht ganz so ausgesehen. Ich dachte zuerst, dass du mir das Bild geschickt hast. Ja, dein Nagelbett ist komplett am Arsch, ne? Also Also kein das ist Nagel ja auch mehr. am Fertig, Arsch. Schluss. Das Nagelbeet ist auch am Arsch. Also der wird dann irgendwann mal abfaulen. Der Nagel. Toll. Also, ja, ist halt so, wie es ist, ne? Aber macht auch nicht solche Sachen, ey. Wer geht schon auf den Balkon? Das ist Hallo, frische lebensgefährlich. Luft schnappen? Wenn. Vergiss es. Dann halte ich lieber meinen Kopf in den Rechner. Oh mein Gott. Dann bläst du Nee, dir einfach die Luft um. genau. Das Ventilator auf ist. 100% und dann weg die Birne. Nee, das wäre jetzt schon ein bisschen Horror. Dann dröhnst du dir die Birne zu. Mit Das wäre Rechenleistung. was Neues. Ja. Ich sehe schon kommen, du inhalierst die Luft und dann. 5 plus 5 geht 10. Oh ja, ich brauche was Schnelles zum Rechnen. Oh je. Ja, die Zeiten sind durch, wenn man mal das Gehirn effektiv bezüglich schulische Leistungen braucht. Das ist der Zug abgefahren. Ende aus Gelände. Nee. Ich merk's bei mir, das ist nur eine Einstellungssache. Man lernt Ich immer meine, noch dazu und du kannst dir das immer ist noch klar. Sachen rasch aneignen und du hast eine hohe Auffassungsgabe. Das ist immer noch. Du musst es nur abrufen. Ich meine nicht mal das. Ich meine einfach, dass wir nicht aktiv in der Schule sein müssen oder halt in einer Ausbildung oder sowas in der Art. Ja, wir können uns Äh, erst zum ersten Mal seit ein paar Jahren, ja eigentlich schon länger, können ja, wir uns ja. auf das fokussieren, was wir möchten. Wo niemand irgendwie sagt, ja, ihr müsst, gutes Schulsystem ist ja alles hat eine Ist Berechtigung Bullshit. und ist Ist super. Nee, das Bullshit. Wenn du mich fragst, wieso? komplett alles umkrempeln, 180 Grad anders machen, weil es einfach nur Bullshit ist. Ja, aber das Schweizer Schulsystem allgemein gegenüber den anderen Nachbarländern ist doch schon. Naja, egal. Kann jeder seine eigene Meinung dazu haben. Aber also es ist alles so gesehen vorgegeben in dem Sinne, dass man das ja als ah, als soll hat, ne? Man muss da durch und man kann sich nicht seine eigenen Bahnen machen. Ist eigentlich auch irgendwo gut, dass jeder die gleiche Grundvoraussetzung hat für, sag ich mal, das Leben. Weil wenn du irgendwo in Timbuktu oder weiß Gott der Herr bist, da musst du reich geboren worden sein. Ja, dass du Echt? irgendwie was hast. Ja, irgendein Drittweltland kannst du ja auch suchen. Wenn das kein soziales Schulsystem hat oder was auch immer, dann Amerika. bist du am Arsch. Das hat ein Schulsystem. Echt? Du gehst ja zur Schule da. Und du lernst immerhin was. Also wenn ich Aber so raushöre, was da die Leute von sich preisgeben, dann zweifle ich daran. ja, aber es gibt mindestens es gibt ein Schulsystem. Das ist schon sehr viel wert. Gibt ja andere Länder, da bist du froh, kannst Ach du ja, arbeiten. stimmt, da die Harvard, oder wie nennt man die? Harvard-Studenten. Vorwort, ja, blablabla. Aber das ist noch Hogwarts-Studenten, oder? genau. Aber es ist noch ein ganz anderes Thema. Bei uns ist es ja so, oder in vielen Ländern ist es so, dass Ich bin gestorben. Nice! Ich das bin durchs Ganze Hochregallager aus. gefahren. In Amerika ist das so, dass es Pay to Win ist. Gibt's gute Schulen, die sind aber sind Privatschulen. Ja. Ist einfach so. Und das ist der Knackpunkt der ganzen Sache. Du kriegst eine gute Ausbildung, musst dafür aber relativ viel Geld bezahlen oder halt Geld reinpumpen. Und in der Schweiz bekommt jeder die gleichen Grundvoraussetzungen.
Nicht ganz. Ja, plus minus Dann schon. kommt es drauf an, aus welchem Kanton wo du kommst. Da wird in einem Kanton wird dann das unterrichtet, und im anderen Kanton wird dann das unterrichtet mehr. Ja, spielt doch keine Rolle. Also ich bin immer noch der Meinung, unser Schulsystem ist einfach nur Bullshit. Also, klar ist es wichtig, Schule und so, Bildung. Aber das, was du lernst. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas über den Zweiten Weltkrieg für mein Leben gebraucht habe, was mich bereichert hätte. Das ist ganz einfach. Das brauchst du immer, wenn du mit deinen Großeltern sprechen möchtest. Ja, dass ich weiß, was Antisemitismus ist. Das ist okay. Aber Keine Ahnung mehr. ja, Das ist alles an mir vorbei. das sind dann halt Alles einfach so total. die Themen, wo ich mir so denke, so what the hell, warum habe ich das jetzt jahrelang in der Schule durchgenommen? Nur damit Nichts. ich, ja, schlussendlich das, was ich jetzt, also ja, gut, mein beruflicher Werdegang hat sich ja auch in den letzten Jahren geändert. Also Mhm. man entwickelt sich ja weiter, aber trotzdem. Das Einzige, was ich tagtäglich brauche, ist Mathe und Grammatik. Grammatik? Wie? Nö. Ich muss ja hochjuristische Sätze formulieren können. Ach, dafür hat man, weißt du, bei Word gibt es die unterstrichenen Linien. Aha, du meinst Da also, es muss unterstrichen man. ist, ist hochjuristisch wichtig. Nee. Nee, da muss man einfach korrigieren, wenn was ist. Ja, nee, also so ein bisschen die Satzstellung, wie du was Ja formulierst, da klar, war beim Kunden logisch. dies, das, damit der nicht gleich austickt, wenn du irgendwie eine Scheiße schreibst. Aber das sind so die Nee, Geometrie. Geometrie brauche ich auch noch. Ein bisschen Ich, Englisch, aber Englisch ist halt normally, dass man das braucht. Und das war's dann. Wenn du zurückdenkst, wir hatten über 12 fucking Fächer in der Berufsschule. ja gut, das ist noch ein anderes Thema. Ja, aber nur so als Beispiel. Mhm. Und ja, das, die 12 Fächer, also die haben mir nur Energie gefressen. Schlussendlich. Immerhin was. Also ja, nee, Elektrik, Pneumatik, das Ding brauche ich schon, aber in einer komplett anderen Situation, als uns das jemals beigebracht worden ist. Also uns wurde das ja so hochkomplex beigebracht, wo du einfach nur noch mit Fragezeichen im Schwimmverein warst, aber Am Schwimmen? ja, Ja, ist auch schön. so wie ich es jetzt brauche, ist es völlig simpel. 1 plus 1 gibt's 5. Also was auch noch ein bisschen schwierig gerade ist, ist die Statik. Also wo denn? Im Spiel oder in echt? Im Spiel jetzt. Weil das geht hier nicht so auf. So. Das Dach ist nicht genug stabil. Es fällt immer wieder auseinander. Okay. Dann müssen wir... Die Folge beenden. Ja. Gut. Dann... Denn wir haben schon wieder 15 Minuten oder irgendwas so um den Dreh rum geschafft. Ja, dann... Bis zum nächsten Mal, oder? Tschüssi und speichern.